Den Ombudsmann als für uns als RDR, genau wie für all die anderen Fraktionen hier bannen, eine extrem wichtige Institution. Du Gusti Gras hat mit Recht gesagt, dass eine Institution, die die Bürger für Verwaltungen schützt, für Decisionen, die oft zu Recht oder zu Unrecht als falsch oder ungerecht gemäßig schützt auch die Verwaltung, was auch ganz richtig gesagt ist, weil die Bürger auch kann erklärt kriegen, was das ganz einfach objektiv nicht kann, an seiner Subjektivität Recht kriegen. Immer wann zwischen zwei Leuten, und das gilt dann eben noch für Bürger auf Verwaltung, ein Problem besteht, kann nach just ein Dritten helfen. Natürlich kann den Dritten ein Gericht sein. Und Gott sei Dank haben wir hier am Land ein exzellentes Verwaltungsgericht, was exzessiv gut funktioniert, dafür und dem schon ganz oft Bürger Recht kriegen. Falsch, illegal oder ungerecht Decisionen von Verwaltungen annulliert oder reformiert werden. Und das sogar am Vergleich zu anderen Jurisdiktionen am zivilen Bereich an absolut annehmbaren Delayen. Aber die Prozedur für ein engem Verwaltungsgericht hat natürlich Nachteile. Für die man bedenkt sie Kosten. Kosten für den Advokat, den er muss engagieren, aber wo ihn außer den Gegner zu der Marsch eintreten oder zu einer Identität der Prozedur verurteilt, drauf sitzen bleibt, auch wenn er Recht kriegt. Zweitens, als immer eine Contentieuse-Lesung, eine Lesung am Streit, und nicht am Dialog. Und dann drittens, ich meine, das ist das Wichtigste Teil, als immer eine Lesung für den konkreten Fall, und nicht für ähnlich gelehrt Fälle. Und dafür ist es exzellent, dass den Dritten, anstatt ein Gericht zu sein, als ein Ombudsmann kann sein, ein Vermittler. Seine Services sind gratis, das soll ich nicht vergessen. Finden eine Lesung ganz oft am Dialog, für allem, und das ist das Allerwichtigste, was Probleme rekurrent sind, kann Rekommendationen machen, Hai und Chambre, das muss dann debattiert gehen, respektiv auch Verwaltungen lassen sich vielleicht mal die eine oder die andere Kehr dazu bewegen, dieselben Fehler nicht immer rumzumachen. Wichtig ist eben, dass wir hier am Haus können auch legislativ Schritt erholen, und dafür geht man ein bisschen leid, dass der Ombudsmann an seinem diesjährigen Rapport keine Rekommendationen mehr möchte, mehr just nach Suggestionen. Da kann jemand am Cecil Hammond d'accord sein, also das sind filigran Unterschiede mit Recht auf Rekommendationen als nun einmal gesetzlich vorgesehen. Und ich zitiere den früheren Ombudsmann, der einmal gesagt hat, le pouvoir de formuler des recommandations et de procéder à leur publication est un moyen d'action utile et valorisant dans l'exercice de la magistrature d'influence du médiateur. Und ich meine, das ist genau das, die Magistratur d'Influence, die wichtig ist. Verwaltungen können zu so ändert Prozeduren oder Eisheit zu so ändert verschiedene Gesetze. Ich will auf die Suggestionen noch nicht mehr eingehen, das schon alles sei gesagt, just noch nicht für jede Ränge, außer zwei. Die Legislation fiskal soll vereinfacht gehen. Es lesen dann an der zuständigen Kommission auch den Direktor von der Administration des Contributions Direktor d'accord wäre, Kommission d'accord wäre, da wird dem ja noch nicht mehr viel am Weg stehen, dass man da verschiedene Urgeschichten endlich vom Tisch kriegen. Wurde über die Suspension de délai de recours über die Rechtsgänge. Das ich verstehe Bedenken von der Kommission, die so, mal wann der Dritter befasst sind, an Befasste vom Ombudsmann, zeigt man sich, dass der de recours suspendiert sind, und das dann die Moyen dilatoire, da kann die Sache noch mehr länger und lang ziehen, und das will man nicht. Das ist ganz richtig. Aber an all den Affären, wo nicht mehr individuell Interesse sind, ist es aber ganz wichtig, weil ganz oft, so gut wie der Ombudsmann ist, und so schnell wie er schafft, kann ein Problem nicht am Delay contentieux von 40 Tagen oder von 3 Monaten lesen. Und da wird extrem wichtig, dass dem Ombudsmann auch die nötige Zeit errogif gehen, für mit der zuständigen Verwaltung, ohne den Druck von dem Delay können, eine Lesung zu fahren, respektiv nicht die Bürger zu zwingen. Aber für Gericht zu gehen, just weil es irreversibel, seine Aktion so irreversibel wird. Da kann sich ein Beispiel, und das gesagt, wir gucken, was an der Belsch mehr, ich so ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis. An der Belsch gab eine Decision vom Steueramt annulliert, obwohl sämtliche Rekurmäßigkeiten rüber wären, sämtliche Lehen rüber wären, einfach weil agesi gof, dass es eine falsche Decision war. Eine falsche Person hat auf eine falsche Adresse Steuerbescheid geschickt kriegt, Tor, und du hast gesagt, ungerecht bleibt ungerecht, egal was das Prozedur so, und das dort Gott annulliert. Sorge machen mir persönlich den Rückgang
von den Affäre, wenn man auf die vergangenen Berichte zurückgucken, sehen wir, dass unter dem Ombudsmann, dem vierten Ombudsmann, die Zahl sich immer abgegangen ist, Tausender Grenz überschritten wird am Bericht 2010, 2011, an dat Lo wann man Bericht 11/12 vom jetzigen Ombudsmann an den op 12 Mä ëmrechen hummer schon de Minus von 20%, 2013 as de Minus vu 40% an op der relativ niedrigsche Zahl schenkt sich zu stabilisieren. Wie erklärt sich dat? Für wat die Männer Affären unhängig gemerkt, dat mis qualitativ sicher. Oni Avalo an d'Exzesse vu Statistikensfeld ha as gelöft gin den Tod de Korrektion, den so schrecklich heich fir. Ech fand das irreführend. Weil wann ihr guckt, wieviel Korrektionen gemerkt goufe, wo wirklich den Bierger Recht kriegt oder zum Deel Recht kriegt, da leihe man net bei 82% wie bei 27%, wie du gesagt, wie Zölle kann hin an hier testen, bis dat zeigen gefallen. Wir sollen halt keinen schönen Zölen hun, wir sollen einen guten Service vom Ombudsmann, gute Rekommandationen, über die wir debattieren. Mir stellen jedenfalls fest, dass nur aufhängliche Schwierigkeiten den Ombudsmann lohnen ist an gute Gewässer als auf dem richtigen Weg aus. Wir warnen allerdings für einen überdriebener, und das habe ich auch schon einer Kollegin gesagt, Pouvoir d'instruction oder d'investigation. Es soll nicht eine allgemeine Kontrollinstanz sein. Für Verwaltung oder gegen Verwaltung, es soll genau das sein, was es ist, nämlich der Vermittler zwischen einem konkreten Bürger an einem konkreten Fall Matzinger Verwaltung, mat der betroffene Verwaltung. An dafür wünsche ich mir eng Zunahme von der Fälle, für dat man verschiedene rekurrente Probleme an den Griff kriegen. Wann mehr Fälle da sind, an mehr Rekommendationen kommen, die besser dokumentiert sind, dann hört ihr noch mehr ein gut Handhaben für verschiedene Prozeduren endlich zu ändern. Ich erinnere an die Affäre vom Enregistrement von der TVA, wo rekurrent Leute Bulletins zugestellt kriegen, die nicht richtig sind, die aus irgendeinem Grund hier die Lehre verpassen und die dann absolut keine Möglichkeit mehr haben, nach Schusstat müssen zu bezahlen, was zum Staat auch wirklich schuldig sind. An dem Sinn, gut weiter Liewe vom Ombudsmann, von der Institution Ombudsmann, das ist eine exzellente Sache.